Dan vragen ze mij, Emma, waarom kost het kritiek? Dan zeg ik de mensen, ik zie moet man kritiek, je moet opgewassen. Vandaag habe ich hier zwei ganz besondere Gäste. Einer kann Plottisch, der andere kann nicht so sehr Plottisch, oder überhaupt nicht. Aber sag mal, Dankeschön, dass du gekommen bist, mit uns das hier machen hast. Ein anderer Gerät Horst, der Dirksen. Danke, dass wir das hier machen. Ja, Dirksen de Horst. Dirksen de Horst, okay. Ja, ich habe ein Bett so gefunden, weil sie eigentlich eine Geschichte haben. Das kennt jetzt alle, aber trägt nur andere ihre Ältere. Die sind Missionare gewesen ab Jalvesanga. Brauchst du Hilfe, wenn die verreisen wollen, nach Kanada, nach Brasilien, nach Strand, nach Mexiko oder Deutschland, dann kommt noch Männer Travel. Die helfen auch mit Papieren, mit Versicherung. Die reden auch jene Sprache. Männer Travel hat einen sehr guten Service. Naja, Annegret, weißt du ein bisschen von deinen Eltern vertellen? Die haben bestimmt jün vertelt, was sie alles erlebt haben. Ja, das hatte ich. Mama besonders hat viel vertelt von den ersten Jahren. Meine Mutter war 18, als sie heiratete. Als sie und Martin Dirksen heirateten. Und nur einem Jahr sind sie nach Jalvesanga gegangen. Dann war Mama 19. Als Missionare waren sie da gestellt. Missionare. Papa lehrt Lingua, Sprache. Und soll Lehrer sein für die Linguas. Und Mama war halt für alle zuständig. Und sie wird dann auch als Furz oder meist Furz schwanger, aber sie hat noch keine Kinder. Nur in der Indianerkultur ist das nämlich so, wenn man schwanger ist und die Indianer das Kind nicht wollen, ja, dann bringen sie das an. Und dort wie jene Ältere ein bisschen schwer, die wisst ihr dort. Und da ist was, hat deine Mann was versprochen, ja? Ja, das wird dann so, dass mein Pa wird dann Lehrer erst für die Kinder und dort funktioniert aber nicht. Und dann sehen sie von der Mission, na wollen mal mit Adultos, mit Erwachsenen Unterricht machen. Und dann wäre die Frau aber auch dabei. Und dann haben sie gesehen, dass die eine Frau schwanger wird. Und dann hat der Missionar ein paar den Vater gefragt, wo jeder Kind annehmen, wann es geboren wird. Und der Vater sagt, Furz, nee, das ist nicht mein Kind, das ist von einem anderen Mann. Wir wollen erst Kinder haben, wann das mein Kind ist. Und das Kind wollen wir nicht nehmen. Sagt der Vater. Und dann hat der Missionar noch immer weiter mit denen geredet, aber sie sagten, nee, das wollen sie nicht beholen. Und dann sagte der Missionar, aber dann lässt es leben und bringt es zu uns. Nicht das Todmachen. Und dann irgendwann eine Nacht wäre es so weit, oder was? Ja, dort hat Mama in ihrem Buch so schön verteilt, dass wir dann so auf einmal klatscht und dann sagt jemand, bitte, dein Kind ist, dein Baby ist hier. Und Mama sagt, was? Ach jo. Aber sie wäre eigentlich auch schwanger, ja? Und sie wäre auch schwanger. Aber dort wird es noch nicht. Ich weiß nicht, wann Monat das wird. Ja. Das Kind, was sie trug, wird dann im November geboren. Okay. So, das wäre noch mehr im ersten Halbjahr oder im Mitteljahr. Okay, und ja, so kam dann das Baby nach Mama. Aber sie versuchten, die Mutter vom Baby zu überreden, dass sie das Baby noch stellen tät. Ja. Und sie sagt auch, ja, aber dann danach, dann kommen sie doch noch nur der und sagt, das ist bei uns zu kalt.
das Baby kann bei uns nicht bleiben die Nacht. Nimm du das für die Nacht, ich komme das zu Marius weiter holen. Und das ging das dann hin und her, dass wir dann mal hier und mal bei der Mutter und dass wir dann doch nicht das Richtige. Und dann sagt Mama, entweder oder. Weil es immer, wenn das Kind kommt, wird der Zustand ein bisschen schwierig für Mama zu besorgen. Wird unterernährt. Ja. Und wer hat dann die Nummer gegeben? So aus meine Mama hier Schrift, als sie dann endgültig den Samuel bei sich beholen hat, dann hat sie den Namen Samuel gegeben. So habe ich dort verstanden, dass meine Eltern den Namen gegeben haben. Ja, wie kommt sie von dort alles nach noch Steintje? Nou, Dan wist je, wat moet hij het kleines Baby. Kijk, die waren eerst een klein beetje hier en dan vrouw je 10 her. En dan moet je het dan wieder. Nu hadden ze den Samuel. En die wird klein en empfindlich en muss sehr gepflegt worden. Und dann im November wurde noch uns mein Bruder Franz geboren. Franz, der dann nachher der Dr. Franz Dirksen wir in Kilometer 81. Dort wir November 1942. Und die Mama weer dan allemaal nog maar 19. Mama wir dann noch 19. Die wir dann kriegt 19 aus Franz geboren worden. Wow. Dann wir... Ein dunkles en ein wittes. Ja. Und das wir aber so, ich war mal hier checken, die kanadischen Missionare Ben und Susie Epp, die haben all ein Tjenjeheim angefangen. Und die hier hadden 2 Mädchen. Hannah, die war 4, und Ruth, die war 2. Und weil de Epp-Ehepaar terug nach Kanada muss, wegen Gesundheitsgründen, hadden sie nicht gewusst, wohin mit dieser Tjenja. Und die wäre dann in Bett auf einer Stadt wie eine Tante Katja Siemens. Und die kommen dann auch noch zu Mama und Papa mit Samuel Taub. Wow, die had je dan ook nog Ja, dort wäre dann 3 Tjenja und Lothar. Ich weiß nicht wann er Lothar kommt noch ein 6-jähriges Mädchen dazu. Ah, ja. Dann wären 3 Mädchen und Samuel. Und Franz. Zie. Hoe lang hebben die dan gehad bij zich? Ich glaube, vielleicht 1 oder meist 2 Jahre, weil Samuel kann all gut lernen. Mama schrift, dass Samuel und Franz immer dicht taub wären. Immer taub spielten, immer taub überall rumliefen und Schabernack deden. Der wäre ein guter Freund. En dan waren die wieder geeft in Philadelphia? Dann wurde ein richtig Tjenjeheim nochmal gestartet, weil es für Mama und Papa mit all der Arbeit, die sie hat, wird Tjenjeheim noch dann eben zu viel. Und dann nahm diese Katja Siemens die Tjenja offiziell als Heim von der Mission zu sich. Und ich lebe dort wie in Philadelphia. Okay. En die Eltern blijven dan wieder in Jalvesanga en hebben nog meer Tjenja gekregen en du bist dat wievielste? Ich zie dort, ja richtig, dort 5. Endlich. Aber Elvira starb dann, Ja. wäre 3, ich habe 3 ältere Brüder. Okay. Und, jo. In Jalvesanga wurde noch der Elvira geboren. Okay. In 1944. Ja. Ja. Goed. Sag mal, van wanneer kannst du die een beetje wat denken? Du kannst ja ook Hodditsch. Willst du eine Hodditsche Schule gehen? Bij in die onder? Nee, en bij de Mennonieten. Dat du bij de Mennonieten zur Schule gehen? Ja, ik ging dan te Schule. Ja. So, du kannst auch noch Hochdeutsch sprechen. Ja, ich kann noch immer. War in der Schule, wie viele Kinder waren da in deiner Klasse? Ich glaube, da waren 10 oder 11 Stück. 10 oder 11 Stück? Ja, die Schule zusammen, ja. Ah ja, kannst du noch schreiben? Dann kann ich noch schreiben, noch lesen, ja.
Aber kannst du jetzt noch schreiben? Nur Nein, Plotitsch, das ja. habe ich vergessen. Hast vergessen. Vergessen. So, wij kan goed Hoedisch nog staan. Wanneer die teruggeven? Weet je of Nou. du dan 1 jaar wist, zo wat? Ik glaube ungefähr 9 Jahre oder 10 Jahre. Ja. Dann hadden sie mich zurückgeschickt in die ONA. Nu wem? Ne, Knallsfreide. De Indianer heet zo, Knalsvrede? Ja, in die ONA heet. Ah, oké. Knallsfreide. En, Den kennen wir aus Cornelio Fries. Ja. ah, oké. Ja. En hast du, weet je dat zo, dat du dan doorgaan komst? Dat we de lied zeggen, zo door hem wat we treden. De mission, ja. Ja. En hoe weet dat met de andere bedmeisjes? Ich glaube, das ganze Kinderheim wurde aufgelöst. Und die Kinder wurden alle trägt nur familiares bei der Lenguas geschickt. Ja. Oké. Und die mussten dann erst nochmal Lengua lernen. Ja, weil ich krijg vragen, sag mal, du kannst bloß Plotitsch und Hoedisch. Ja. Und dann kommst du auf einmal naar die Lengua da. Wäre das Verwandte? Weiß nicht. Na, ich kann dann ein bisschen Deutsch und dann frage ich am Amma, was ist das? Was ist für mich denn? Op Lengua. Ab Lingua. Dann sagt er zu mir auf Deutsch, ja. Aha. Ah, die kann ook Plotitsch. Die kann auch ein bisschen Plotitsch. Het beste Plotitsch. Dan zeiden die allemaal te Lengua. En zo hast du langsam Lengua geleerd. Langsam Lingua, dann ging ich auf eine Schule, eine manche Lingua. Eine Schule dann wie diese mit uns Lehrer, Dietrich Lapp. Ah, ja. Uns Lehrer in die ONA, ja. Ja. Bij de Lingua, ja. En die kon je ook Plotitsch. En dan heeft Ja. die veel erklärt. Ja, had ik veel. Maar het staan dat du so gut Hoedisch ook Plotitsch nog kannst. Ja, Hast du nu hier ook allemaal met Mennoniten hier vertaald? ja. Die kennen mij ook allemaal. Ja. Aber da sind hier tausende Menschen, die mich noch nicht kennen. Dann fragen sie mich immer, warum kostet es kein Deutsch? Dann sage ich den Menschen, ich sehe mal manche Deutsche mal abgewaschen. Ja, Ah ja. dahin kann ich kein Deutsch und heute rede ich auch. Ja. Ah ja, sagen sie immer. Heute kostet auch Plotitsch. Ja, Plotitsch noch besser, wie es dort ja. am meisten geächt wird, ja. Ja. En wenn du dann Gerata warst, hast du dann auch bei Mennoniten gearbeitet? Noch her? Ja, dann habe ich auch, ja. Dann habe ich auch bei Campo I, Weber arbeiten und Bei der Derze? bei der Darkse, ja. Ah ja. En wo noch? Dann habe ich hier noch einmal unterwegs, hier am Heinrich Derksen, ja. Ja, ans Noba, ja. 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 In Neuland habe ich auch gearbeitet, ja, aufgearbeitet. Traktorfahrer, ja. Wirst einmal ein guter Traktorfahrer, ja. Ja. Wanneer hast du die dann befreit? Ich will dann krijg, Bist du al 20? nee, ich will dann krijg 24. 24 jaar. Mhm. In mijn Früh dann leef ik 18 jaar. Oh, Nog ganz jong. ganz jong. Ja. En hoeveel Tjenja hast du? Nu heb ik drie kinderen en 2 stek weer voor mij gestorven. Oh, van klein? Van klein, ja. Die hadden hartkrank. Hartkrank? Hartkrank, ja. Mhm. En hoeveel groot Tjenja hast du? 3 stek. 3? Ja. Ja, dat 3 Tjenja hast du. Maar hast du dan ook netto groot Tjenja? Ja, ook. Ook 3? Ja, die gaan ook al naar de school. Ah ja. Ja. College, ja. Aha. En vandaag zijn dag best u nog immer op de
Missionsstation, wo sie ihre Eltern mal gewesen sind, Yalvasanga, ja? Ja. Also, man das bitte vielleicht erklären. Yalvasanga ist eine Missionsstation von den Mennoniten hier mal angefangen. Und da sind wir Indianer Darpa rundherum. Und da wohnst du immer noch. Ja. Gut. Und du hast die auch irgendwann zu Jesus gefunden. Ja. Hast du die bekeert? Ja, lang bekeert. Al lang bekeert. Warst du auch an eine Gemeinde? Ja, ich einmal wie ich zwischen der Jugendleitung. Jugendleitung? Ja. Ah ja. Aber nu zie ik uit, nee, kan ik niet meer, nee, dat is mijn jong. Dat is jong? Ja. Oh. De heet Sint-Floriano. Sint-Floriano Monte-I heet hij. Sint-Floriano Monte-I? Ja, hij is nu jugendleitung. Ja. Ja. Want laat hij doten, hoe oud wordt hij zijn? Ich denke vielleicht nur, er hat seine Cedula, sagt er, aber der wird in 1980 ausgestellt und dann wird ein bisschen geschätzt, nur im Older. Ja. Da steht dort, er 1940 geboren ist, ja? Ja. Und er wird aber 1942 geboren. Okay. Weil es dort auch Franz in Jahr. So, dann wird er nu 83 sein. 83 Jahre. Ja. Bist nog guapo? Nee, blink niet, nee. Je Schnee will nicht sein? Nee, Dan wij, ja? ja. Maar wanneer het koud is, dan deed het twee. Ja. Kein. Du wirst auch einmal langträgig, als du noch bei Heiner schaffst, Hortkrank, Ja, ja? ja. Was wird mit dem Hort? Maar ik had nog allemaal een beetje. Ja. Aber der Doktor sagte mir, ich sei sehr abpassen. Wird krank. Nicht zu sein arbeiten. Nee. Hat je inzwischen Kontakt, oder die Franz auch, mit Arm und so? Mit Franz, der ist ja in Kanada und der ist auch nur im Februar gestorben. Ja, aber vorher, wenn die mal herkommen. Ja, haben wir Kontakt gehabt. Mit Franz nicht so sehr, aber wenn meine Eltern zu Besuch gekommen sind die immer auch noch Yalvasanga gefahren besetzen. Und das Interessante ist, für ihn wie Franz sein Bruder. Ja? Und weil Franz auch mein Bruder ist, sie ich die Schwester. Ja? Und dann sagt er einmal zu meinem Mann, das sind Schwager. Ja, So, okay. wann hat Horsch ist Samuel Schwager. Ja. Man hat, hier hat Schemmt, sagt er einmal, ich will meinen Schwager besiegen. Ah, ja, gut. Weißt du, was mit den anderen Mädchen, was deine Eltern abgenommen haben, auch, was mit denen wieder ist? Das sind ja ein bisschen ältere Mädchen gewesen dann. Ja. Leben die noch? Nee, der letzte von den drei ist gerade dieses Jahr gestorben. Dort wir Hanna, ja? Samuel, du wirst Ja. bei Hannas Beerdigung. Dort wir in Pozo Amarillo. Posso Maria. Und Ruth wir auch in Pozo Amarillo, ja? Die wie ook hier. Und Martha, glaube ich, wir in Ja. Efeso. Ja, we zeggen ja. Ja, wir sagen Efeso. Ja. Zoveel als ik weet, kunnen die Mädchen ook Plattdeutsch en Hochdeutsch. Ja, ja. Die kunnen alles. Ja, Ja. ook weil sie da mit den Taub gewesen sind. Ja. Hanna, nee, Ruti en Marta, die kunnen bloß Plotitsch. Okay. Und Martha auch. Marta ook. Eine konnte aber Hochdeutsch. Eine ja? kon Hochdeutsch und hat auch mit meiner Mutter Briefe geschrieben. Ja. Ah Briefe ja. geschrieben. Ja, ja. Gut, das ist eine ganz interessante Geschichte und da wird man vielleicht noch keine viel und lang vertalen. Aber ich möchte hier Schluss machen. Dankeschön, Annegret, dass wir das hier machen bitteschön, und Samuel. Dankeschön, dass du tätig abgestundet bist von da, Clark Feier oder was, mit dem Ja, Bus von Clark Yalvasanga bei Philadelphia. Ja. Und Clark 3 normaal, ja, das war der 3. Ja. Sie, Dankeschön, dass du das getan hast, dass wir mit die Tjane gelehrt haben. Und ich wünsche dir und deine Familie Gottes Segen wieder. Ja. Wir wollen ja alle mit Gott irgendwann im Himmel sein Ja. und weil wir da noch für sich zu leben. Ja.
Sie, danke an Ihren Bett und ich hoffe, Ihnen hat das gefallen und bis zum nächsten Mal. Okay.